Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin endlich wieder mal irgendwo draußen und nicht in meinem Zimmer, weil ich mir überlegt habe, eigentlich ist noch gutes Wetter und es ist mal wieder gut, so ein bisschen zur Abwechslung. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Autobahn da hinten irgendwo nicht stört oder zu laut ist und sonst tut es mir leid. Ich habe euch dazu aufgefordert, dass ihr mir auf Insta ganz viele Fragen stellen könnt und oh mein Gott, ihr habt irgendwie 80 Fragen gestellt oder so, das ist, Alter, das hätte ich nie erwartet. Erstmal danke vielmals und ja, weil es halt 80 Fragen sind, so kann ich leider nicht alle beantworten. Ich weiss jetzt noch nicht, ob ich ein zweites Q&A mache, aber ich habe auf jeden Fall jetzt mal einfach so die Fragen ausgenommen, die ich so gut gefunden habe und die so ein bisschen zur Abwechslung bringen und so. Darum bitte sind nicht irgendwie traurig oder beleidigt, wenn jetzt eure Frage nicht drin vorkommt. Übrigens, ich habe auch meine kleine Schwester arrangiert, dass sie Fragen vorliest. Genau, das wäre sie. Also ich habe jetzt probiert, möglichst viele Fragen reinzunehmen, damit möglichst viele drin sind. Und dementsprechend muss ich sie dafür halt auch ein bisschen schneller beantworten. Also, let's go! Okay, die erste Frage ist, hast du einen Promi-Crush? Nicht richtig ein Promi-Crush, aber ich finde das Girlfriend mega hübsch. Wenn du mal Kinder hast, wie würdest du sie nennen? Oh Gott. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich meine Kinder so nennen will, aber ich finde so, die Namen noch schön, zum Beispiel Melanie, Julia oder für den Bub Nicola. Aber ob ich es nennen würde, keine Ahnung. Von welcher Band bist du in deiner Kindheit Fan gewesen? Das war One Direction, ich war sogar noch an einem Konzert und das war einfach so die Band, aber es ist jetzt aufgelöst. Darum, ja. Bald 1000 Abos auf YouTube. Wie ist das für dich? Also ich muss sagen, es ist verdammt krass, weil ich mache irgendwie, wie lange mache ich schon YouTube? 7 Monate und für 1000 Abos, das ist so extrem viel und ich kann es halt immer noch nicht realisieren, weil stell dir mal 1000 Menschen vor, das ist so cringe. Ich habe das etwa schon 1000 Mal in irgendwelchen Videos gesagt und ja. Beschreib dich in 5 Wörtern. Oh Gott. Hyperaktiv, laut, offen, lebensfreudig, aber irgendwie auch nachdenklich. Was ist dein grösstes Ziel auf YouTube oder allgemein im Leben? Alter, keine Ahnung. Also auf YouTube, mein Ziel, ich habe nicht so das Ziel so, ja, 100'000 Abos oder irgendwie so ein Ziel, sondern mein Ziel ist halt einfach so ein bisschen Leute zu unterhalten, ihnen Freude zu machen, vor allem, dass ich die Ideen, die ich habe, kann in die Welt schicken und die Leute dann Freude. Nein, ich habe keine Ahnung. Und vom Leben, ich weiß gar nicht. Nicht speziell etwas, einfach eben Kind haben, Familie, Großmutter werden und meinen Abschluss schaffen und ich weiß gar nicht. Wenn eine Tomate eine Frucht ist dann ein Ketchup-Smoothie. Warte nochmal. Wenn eine Tomate eine Frucht ist dann ein Ketchup ein Smoothie? Also erstens mal, eine Tomate ist ein Gemüse. Das weiss ich sogar. Nein. Und ist eigentlich eine gute Frage. Keine Ahnung. Wenn Avocado eine Frucht wäre, wäre dann Guacamole ein Smoothie. Und wenn ja, dann wäre es verdammt geil. Okay, ja, weiter. Was willst du nach der Schule machen? Das ist Bandit! Was willst du nach der Schule machen, beziehungsweise nach dem Gymi? Oh, also ganz ehrlich, ich mache das Gymi grundsätzlich, weil ich keinen Plan habe, was ich werden will. Also ich weiss schon, ich habe mir mal eine Lehrerin überlegt, aber das hätte ich sowieso nicht nach der Sek machen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mal 4 Jahre weiter in die Schule gehe, habe ich genug Zeit, um mir zu überlegen, was ich werden will. Darum, es steht in den Sternen. Hast du einen zweiten Namen und wenn ja, welchen? Mein zweiter Name ist Vivian. Yeah. Beer or Wine? Ist beides hässlich. Wer war der erste YouTuber, den du geschaut hast? Oh, das ist eine gute Frage. Also, erste YouTuber sonst ist, glaube ich, YTT ganz am Anfang und so, wenn ich heute noch schaue, ist, glaube ich, Xleta. Und von der Schweizer YouTube-Szene ist, glaube ich, entweder Lozi TV oder Iris Reeves, aber ich weiß es nicht mehr. Machst du eine Planung für deine Videos oder hast du immer spontan so gute Videoideen? Das fragen mich mega viel, wo ich meine Idee habe. Ich habe keine Ahnung, manchmal lasse ich mich auf YouTube inspirieren oder manchmal kommt mir einfach spontan eine Idee in den Sinn und denke so, wow, das ist ja geil, und nachher wird sie entweder umgesetzt oder nicht. Wo willst du unbedingt einmal anreisen und wieso? Keine Ahnung, also ich will nicht speziell irgendwo anreisen, aber ich würde auf jeden Fall wieder mega gerne auf Los Angeles gehen, weil das ist eine mega schöne Stadt. Also wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre das? Keine Ahnung. Warte mal, ich muss zuerst überlegen, was ich überhaupt alles machen. Also ich würde auf jeden Fall ein bisschen abnehmen und ich würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Geduld haben, weil manchmal und Disziplin vor allem. Also ich kann schon Disziplin zum Beispiel zum Videos machen, aber zum Lernen ist es so, aber ja. Was ist deine beste Erfahrung, die du durch YouTube gemacht hast?
Also ich habe mega viel gelernt sozusagen und auch mega viel Erfahrung gemacht. Aber die geilste Erfahrung war, glaube ich, schon gewesen, dass ich bei einem Kurzfilm mitmachen konnte. Und auch, dass ich halt mega viele Leute kennengelernt habe, die mir heute mega am Herzen liegen. Schaust du einmal selber deine Videos an? Das fragen mich auch voll viele und ich habe mir das noch nie überlegt. Aber also klar schaue ich es an, wenn ich es geschnitten habe, ist logisch. Aber irgendwann später, so, wenn es schon lange auf meinem Channel drauf ist, dann schaue ich es mir manchmal schon gerne an, zum Beispiel als Erinnerung oder was sich alles verändert hat. Oder wenn ich zum Beispiel mit der Mara ein Video gemacht habe, ist es halt schon wieder lustig zum Anschauen. Darum ja. Sorry, was machst du? Eine weitere Schule oder Ausbildung? Lieb dich und deine Videos. Jö, erstmal danke. Und ja, ich gehe ins Gymi seit einem Jahr. Wie groß bist du? Ich bin 1,67 Meter. Bist du immer so selbstbewusst gewesen? Wenn nein, wie bist du so selbstbewusst geworden? Oh nein, ich bin in der Unterstufe und sonst auch dort rum so scheu gewesen, das kann man von mir heute glaube ich gar nicht denken. Aber wirklich so scheu, also ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich damals nie getraut, irgendwie vor der Kamera zu stehen, mit dem Gewissen, wie viele Leute das nachher eigentlich werden sehen. Und also ich habe auf jeden Fall mega viel Selbstwertgefühl gönnt durch durch Kolleginnen, die ich gewonnen habe, weil die mir einfach so viel Kraft gegeben haben und vor allem auch durch YouTube, weil eben, man gibt einfach irgendwann einfach so ein drauf, was andere Leute von einem denken und man lernt so viel und ich glaube, das war auch ein grosser Punkt, wieso dass ich so selbstbewusst geworden bin. Hast du schon ein Auto? Nein, aber ich bin jetzt 17, aber wenn ich dann 18 werde, dann wollte ich eigentlich die Autoprüfung machen und ich weiß noch nicht, ob ich mir ein Auto kaufe, ich habe keine Ahnung. Bist du momentan Single und wenn ja, wieso? Das bin ich auch fast viel gefragt worden, weißt du? So, wen juckt's? Aber ja, ich bin Single und es ist halt auch, weil, ich weiß nicht, die Beziehung ist momentan ein bisschen mühsam, ich habe keine Zeit und es ist viel zu nervig, all die Eifersucht und Erklärungen, dies, das und darum ja, bin ich eigentlich glücklich Single. Würdest du, wenn du könntest, YouTube als deinen Beruf machen? Nein, weil ich weiß nicht, ich mache es momentan einfach als Hobby und ich bin zu nichts verpflichtet und sonst ist immer so, oh Scheiße, das Video hat zu wenig Aufrufe und ich habe kein Geld und dann musst du alles schauen und dort und dort und dort, aber das wäre viel zu kompliziert. Darum, ich lasse einfach als Hobby. Denkst du, du hast dich verändert, seit du YouTube machst? Auf jeden Fall, also ich bin viel offener, habe ich das Gefühl, ich kann auch viel besser von der Kamera reden, als wenn jetzt so, finde ich jetzt, also ich schäme mich viel weniger. Und zudem habe ich mega viel Selbstwertgefühl bekommen, weil am Anfang hatte ich so Angst gehabt, oh mein Gott, was denken die Leute über mich und heutzutage ich gebe einfach drauf. Und ja. Wirst du viel angesprochen und wenn ja, stört dich das oder freust du dich darüber? Das ist eigentlich eine coole Frage. Also ich bin, ich sag mal, auch schon angesprochen worden, jetzt nicht viel oder so. Ich meine, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt ein Mensch bin, der weiter oben ist sozusagen. Aber zum Beispiel am Meet and Greet von Mark Galaxy haben mich schon so ein paar angesprochen, ob sie mir ein Bild machen oder ob ich eine Unterschrift kann geben und so. Und das ist halt schon ein mega schöner Moment gewesen. Also wenn mich irgendjemand anspricht oder so, habe ich mega Freude, wirklich mega. Und darum, ja. Was war deine beste Erfahrung in deinem Leben bis jetzt? In meinem Leben? Also das ist eigentlich ganz klar definitiv, dass ich mit YouTube angefangen habe, weil es ist so, wenn du einen Traum hast und das schon so lange verfolgst und nachher wirklich umsetzt, dann ist es einfach so wow. Und darum, ja, das ist glaube ich die beste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ist das die letzte Frage? Ja. Ja, das war jetzt mit dem Video. Ist jetzt nicht so speziell gewesen, aber genau, ich kann ja sagen, ob ich einen zweiten Teil machen soll oder ob ich einen Flieger auf dem... Wo? Nicht weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Abonniert mich doch unbedingt, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt. Und erst recht die Glocke aktivieren. Wisst ihr Bescheid. Und dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!